Macht einfach meinen Hafen. Mann! Das mit den Schiffen, hey, ist so scheiße geworden mittlerweile. Ich habe sogar gesagt, hey, auf den losgehen, den attackieren, fertig, was machen sie? Sie fahren ein bisschen, bleiben stehen. Genau wie die, bleiben jetzt einfach da stehen. Für uns geht's gut, für die Ralala, für die Ralala. Formation einnehmen. Das hast du dir verdient. Schiff unter Beschuss. Das werden sie überleben. Also wird schwer offen. Der Krieg ist für uns beide reine Zeitverschwendung. Dann hör auf, meine Insel anzugreifen. Elender Spitzbube. Lotte unterwegs. Was für ein Arsch. Das Problem ist halt er hier. Nun, das sollte wohl eine Nettigkeit sein, oder? Ich muss ihn noch ein bisschen höher kriegen, damit ich mit ihm, ja, Schiff unter Beschuss. auf Frieden gehen kann und so. Frachtschiff steht bereit. Ah, meine Güte, meine Güte. Ich komme einfach nicht vom Fleck, das glaube ich einfach nicht. Also, ich wollte eigentlich noch Strom liefern, wa? Ja, Sugo spätet sich. Spielt sich noch ganz anderes. Insel wird belagert. Muss ich jetzt echt noch abwarten, bis alles Schiff wieder. unter Beschuss. Ich glaube einfach nicht, hey. Und tschüss. Gut, wenn er bei noch auf Friedensstatus aus. Okay, okay. Damit lässt er doch eigentlich noch was anfangen. Dann gibt es hier zwar noch ein paar Quests. Die machen wir jetzt aber fürs Erste nicht. Ich will erstmal gucken bis... Ah, sehr schön. Das stört meine Pläne. So, fährt der Zug wieder los. Die haben noch ein bisschen Strom Dieser Ort da. Sehr offenbart schön. Eine Reihe ungelöster Gleichungen. Bei denen spielt es keine Rolle. Die brauchen sowieso... Oder wollen keine. Viel mehr. Wieder mal die Investoren, wa? Die meckern sind. Wären das nicht, wären das nicht. Ist alles scheiße. Ja, warte mal, alte Welt wohl eigentlich. Adäquat. Aber es fehlt noch der Feinschliff. Unaussprechliche Schrecken erwarten. Jetzt plötzlich heißt, nimmt stark zu. Faszinierend. Ich kann ja trotzdem wieder mal Schokolade da einschalten. Wir sind nicht auf dem Damm. Der irre Prediger. Der Kaplan geht mit seinen Predigten zu weit. Der Mann des Glaubens gibt dem angeblich ketzerischen Verhalten Offizier die Schuld für jedes Unglück und jede Gefahr auf dieser Expedition. Es gelingt ihm, Misstrauen und Wut in den Seeleuten zu wecken, denn seine Predigten gehören mittlerweile zum Alltag der Mannschaft. Die Seeleute beginnen genauso zu reden wie er und die Leutnants fürchten um ihre Autorität. Weisen, dass ein zwei von der Geistkranken herrühren, das wird schwierig. Mit einer direkten Konfrontation diskreditieren. Bestrafen, ohne etwas gegen seine Idee zu unternehmen. Moralverlust. Ciao. Ingenieure sind das Fundament unseres Wohlstandes. Ihre Leistungen sind beträchtlich. Das Mindeste, was wir für sie tun sollten, ist, sie in die normale Gesellschaft zu integrieren. Okay. Es ist keine sehr diplomatische Lösung, doch sie funktioniert. Standpunkt des Predigers, dann angespannte Stimmung fortgesetzt. Ja gut, das... Was willst du machen?
Was willst du machen? Schiff unter Beschuss. Genau das. Schiff unter Beschuss. Besetzt die Station. Nee, eigentlich nicht. Schiff unter Beschuss ist eigentlich immer fehl. Ah, ich habe noch ein paar. Okay. Noch ein paar Schiff jetzt unter übrig. Beschuss. Sehr gut. Ja, ich weiß. Okay. Wir hatten ja das mit dem Kaffee. War also Kaffeebohnen, das ist sicher genug. Das ist die Frage mit dem Kaffee selbst. Ich denke mal aber auch. Von neu nach Trelawney. Ja. Da ein paar Schiffchen. Alle auf Frieden getrimmt. Ja. Gut, dann das mit dem Kaffee gemacht. Und mit dem Ruhm gibt es insofern Schiff dann nicht unter mehr. Beschuss. Soll aber auch so sein. Schiff unter Beschuss. Es ist einfach da oben versucht. Sag mal. Ihr lieben Investoren, was ist eigentlich los mit euch? Hey, gehen wir langsam echt auf den Schiff Sack. unter Beschuss. Dir zu trauen wäre äußerst leichtsinnig. Das ist wahr. Ich benötige Ihre Dienste. Diese Sache hier macht mir zu schaffen. Tortillas, ernsthaft? Naja, weiß ich nicht. Ach, es geht darum, okay, ja, logisch, ja, das sind natürlich auch Dinge, durch die sie mehr Kohle abdrücken würden. Zigarren jetzt auch noch bringen würde, wäre das eigentlich auch gegessen. Hier muss ein Café leider sperren, das ist ja halt auch so ein Ding. Bei denen habe ich das auch gesperrt und so, okay, deswegen geht es jetzt wieder ein bisschen runter, okay, gut. Egal, ich würde sagen, wir lassen Neue Welt mal momentan so, wie sie ist. Und gucken mal, ob es irgendwie auch so läuft, wie es sollte, nicht wahr? Es wird fleißig Kaffee produziert, auch mit der Schokolade. Dafür haben wir gesorgt mit den Routen. Wir haben ja eine... Gut, wir haben zwar den noch, ich glaube, der wird nicht mehr viel machen. Dafür haben wir den noch, der jetzt ordentlich absahnen kann. Wir haben den noch, der eigentlich auch relativ gut beschäftigt ist. Dann haben wir den, der noch nicht so viel macht. Neu müssen wir mal gucken, wa? Einsamer Stern, wo der abgeblieben ist. Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Keine Änderungen? Wirklich? Keine Änderungen? Nö, ist alles cool, dankeschön. Was? Smith dankt mir mit was? Okay, da hat er gerade Smith mir danken. Aber nee, Agent Smith hat keinen Bock drauf. Ja gut, dann halt. Wenn Smitty keinen Bock hat. Ist da unterwegs, der macht das. Dann ist das Route 1. Ist gerade irgendwo nicht anwesend, war? Ah, doch, vielleicht hier. So, da ist da der Kaffeefuzzi. Mit nur 4 aktuell, wa? Kriege ich echt nicht mehr voll? Muss gleich noch ein bisschen abwarten und gucken, wie ich das Ganze noch ein bisschen optimieren könnte. Die Frage natürlich auch, ob es vielleicht so weit machen, so weit dann noch optimieren könnte, dass ich sage, okay. Ein rostiger Nagel im Auge meiner Feinde. Alt neu 4. Alt neu 1 fehlt mir. Nee, dass ich gerade dachte. Schiff unter Beschuss. Ja, ist gut. Beste doof und greift die an hier. Ihre Geister werden dir folgen. Und tschüss. Sie sind in Ordnung. Ein Schiff ist vor allem versenkt, da haben wir gerade sein eigenes Schiff versenkt. Ich was sagen wollte, ob es vielleicht noch eine Option wäre, die Kaffeebohnen einfach selbst hier rüber zu schaffen. Und dann hier halt Kaffee herzustellen, also in Kaffeebohnen. Eine Kaffeerösterei kann man nur in der neuen Welt bauen. Frag nicht warum, ich habe keinen blassen Schimmer. Es gibt für mich momentan gar keinen Sinn, warum das nur dort funktionieren soll. Aber hey, wer sind wir schon, dass wir so etwas in Frage stellen? Warte mal. Neue Welt, doch, stimmt schon.
Ding noch ein Schiff hier, was? Schiff steht bereit. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag Ist nur gerade unterzeichnet. die 1 hier. So, also am Rückweg mit knapp 200. Ja, aber ist halt für so viele ist dann noch ein bisschen zu wenig. Okay. Scheiß drauf, Freunde. Haben dann sowieso keinen Bock mehr drauf. Wir gehen zurück in die Arktis. Beziehungsweise, ich muss mal, ja, sorry. Nochmal ganz kurz, nur ganz kurz gucken. Weshalb habe ich nicht daran gedacht? Ist jetzt hier das Problem mit dem Café, dass da gerade zu wenig bezahlt wird, oder? Pelzwände sieht relativ gut aus. Ja, kein Kaffee mehr, da ist nichts Neues. Rum gibt es keinen mehr, aber schon gesagt. Taschenuhr und Glühbirnen, damit den Hochrenner muss man noch angucken. Ja, Schiff unter Beschuss. okay. Aber geht doch eigentlich aktuell mehr ein bisschen um die Kohle. Sie haben Format. Ja, jetzt wieder das wieder auf. Schiff Müsste das unter eigentlich noch Beschuss. machen. Oh Mann, ey. Ja. Erstmal laufen lassen und wir gehen endlich in die Arktis. Meine Güte. So. Muss ich eigentlich auch gucken, wo ich hinfahre, oder? Das Wasser schäumt, Admiral. Ja, ich meine nur. Eisberg voraus! Nee, da passiert nichts. King William Island. Ah, schön. Endlich. Wie damals bei Anno 2205 hatten wir, ja, auch so eine Art Arktis. War eigentlich auch ganz spannend, finde ich. Ich meine, generell die ganzen Settings auch auf dem Mond und so. War eigentlich alles geil, nur war halt ein bisschen zu lasch, das Ganze. Also jetzt übertreiben sie aber ein bisschen, ne. Königliche Steuern. Aber was passt. Moment, das nehme ich jetzt wunder. Das mit Ding hier ist ja klar. Wie viel Einfluss ich dafür brauche. Ich wollte gerade sagen, meine Inseln übernimmt ja keiner. Was ist denn schon wieder, ey? Skorbut? Der gebrochene Mast. Seemann unter dem Mast eingeklemmt. Es sieht eher so aus, als hätte er unter Skorbut leiden. Das wochenlange raue Wetter hat das Schiff stark strapaziert und die starken Windstößen diesen Morgen haben den Besanmast zum Einknicken gebracht. Einen Moment lang halten ihn die Seile, die ihn mit den anderen Masten verbinden, an seinem Platz. Doch dann zerreißen sie unter seinem Gewicht und der Besanmast stürzt auf das Deck. Ein Seemann schreit auf, denn sein Bein unter dem Stamm eingeklemmt, der zweimal so hoch ist wie er. Das Bein mit einer Knochensäge absägen. Alter. Den Mast an einen provisorischen Hebel anheben. Ja, ich glaube, das ist irgendwie sinnvoll. Sucht es uns nicht heim. Der Wageplan von einem Hebel geht nicht auf. Die Seeleute versuchen, den Besanmast mit rollenden Holzstämmen zu bewegen. Der riesige Mast ist viel zu schwer, dass man seine Richtung kontrollieren könnte. Er setzt sich in Bewegung, rollt vom Bein des Seemannes hoch seiner Brust und quetscht sein Inneres nach außen. Dieser Anblick bleibt den Seeleuten noch tagelang vor Augen, bis sie endlich einen ausreichend ausgestatteten Hafen finden, an dem sie den kaputten Mast sorgen und das grausige Massaker darunter entfernen können. Das Schiff ist leidlich bestückt. Ihr merkt's auch. Ja, langsam ist ein bisschen übel hier. Wir kommen nicht mehr in die schwarzen Zahlen. Scheiße. So wie sie es verlassen haben. Wir durchsuchen die Hinterlassenschaften und schaffen dann eine Zuflucht für uns. Verlassenes Schiff Lager. unter Beschuss. Ja, ist mir jetzt scheißegal. Spielstand gespeichert. Das ist mir auch relativ egal. Nur sein Plus. Halt!
Ein Haufen aus Steinen, aufgestapelt von einem Hochländer, ist unsere Zeit wohl wert. Johns Tagebuch. Öffnen Sie es. Er wusste, dass wir ihn suchen würden. Was die Historien alles ausmachen mittlerweile an Kohle. Logbuch von Kapitän Sir John Reginald. Patience, St. Miffen, Faithful. Geht's noch länger? Karte, ist egal. 14. November 1847. Wir haben ein Lager auf King William Island aufgeschlagen, wo wir über Winter Schutz finden wollen. 3. Januar 1848. Wir sind im Nordwesten einigen Inuit begegnet. Zuerst waren sie zurückhaltend, doch später tauschen sie Eisen von uns. Sie haben uns tote Seehunden angeboten, welche wir natürlich höflich abgelehnt haben. Wir haben genug hervorragendes Essen in Dosen an Bord, der Styx und Hades, das ein Leben lang reichen wird. Aber vielleicht können sie uns stattdessen einen Weg zur Nordwestpassage zeigen. 11. März... All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Schnauze. 11. März 1848. Die Inuit haben uns zu einem Kanal geleitet, der tiefer ins Eis führt. Unsere Instrumente zeigen, dass das Eis von Tag zu Tag dünner wird. Zeit für unsere mächtigen Eisbrecher. Ihr könnt unter Eis so stellen. Schon bald werden wir die ersten sein in den wunderbaren Schiffskanal zwischen Ost und West öffnen. Morgen brechen wir auf. Wenn die HMS Hades und Styx hier waren, haben die Inuit sie sicherlich gesehen. Vielleicht können sie uns helfen. Möglich. Schiff unter Beschuss. Ernsthaft? Verkriecht euch alle in eure Zelte, aber denkt dran, dass die Wärme der Öfen nicht weit reicht. Mehr Druck im Kessel. King William Island. Bauen Sie eine Kantine, bauen Sie entdeckte Behausung. Was? Entdeckerbehausung, sorry. Für Material haben wir noch nicht sehr viel, was man hier machen kann. Straße aus Eis. Ah, nur Baukosten brauchen sonst nichts, okay. Eine Kantine. Braucht nur Holz. Heizofen. Ich denke auch mal etwas war, aber Köhlerei und ein Heizofen. Okay, okay. Eins nach dem anderen. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Es ist wirklich arschkalt. Bring schnell das Kohlefeuer in Gang. Biber und der Entdecker. Okay. Sprecht ihr auch was? Do you speak German? So, Heizofen. Bauen Sie Heizofen, bauen Sie Köhlerei, halten Sie aufrecht, okay. Eine Köhlerei, wir brauchen Kohle. Ah, da geht einfach so. Und dann Köhlerei und ein Heizofen gleich eine Köhlerei. Schiff unter Beschuss. Kann die einfach sonst irgendwo bauen oder muss es irgendwie... Ich mach das mal so. Ich habe schon lange jegliches Gefühl in den Händen verloren. Ja, geht mir auch so. Ich frage natürlich, wie lange war der für eine Reichweite? Können wir den auch irgendwo hier oben bauen? Zum Beispiel so und dann hier mit Heizofen technisch. Oh! Ach du Scheiße. Ja, dann ist der vielleicht ein bisschen zu weit weg, ja? Ja, muss alles ausprobieren, Freunde.
ein richtiger Schock. Schiff unter Beschuss. Erwarten neue Horizonte. Okay. Nein, ich bin so da aufwärts. Wenn das gehen kann, war. So, die Folge wäre eigentlich wieder mal rum. Hat aber eigentlich noch, bis wir hier ein bisschen was. Okay, das noch mal aufforsten. Kantine ist soweit. Okay. Gut, gut, gibt es auch Schnaps, Schlafsäcke, Öllampen, alles klar. Demikam, Öllampen. Okay, dann sind das die Dinger, die durch die Kantine gedeckt werden. Oh Mann. Was ist jetzt schon los? Erfolg zur See ist schwer zu erlangen. Okay. Barmherzige Bischöfen. Rathaus, Reichweite, beeinflusst Kirchen. Attraktivität. Das kann man gut gebrauchen. Ladegeschwindigkeit plus 30%. Der Spediteur. Das wird beeinflusst. Dampfwagenfabrik. Dampfwagenfabrik. Die wollte ich noch nicht bauen. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, lese ich eine Seite aus Die Reise von Victory Ashen, einem großen Entdecker. Das Buch habe ich immer zur Hand. Das ist schön für dich. Nicht jedes Risiko zahlt sich aus. Sind jetzt alle hier drin, wa? Schiff unter Beschuss. Lassen wir den Rauch sich für einen Augenblick verziehen. Die Attraktivität ein bisschen mehr, dann könnte echt nicht schaden. Sie haben recht. Gehen wir noch einmal in uns. Macht den mal noch aus. Ja, wir haben hier sowieso sehr viel, ich weiß, ich weiß. Ausgerüstet Rathaus, Universität und Clubhaus. Bereit zum Einsatz. Könnte man ja auch mal bei Gelegenheit so mal ein bisschen testen. Warte mal. Kaffee, Schokolade. Wie bist du momentan? Seid ihr damit momentan zufrieden? Kaffee ist gut, Schokolade sinkt wieder, weil momentan sieht es noch relativ gut aus. Gut, zurück in die Arktis. Freiwillige. Wenigstens wird die Wärme sie in ihren letzten Tagen trösten. Alter, bist du ein Quatschkaffee. Okay, aber es ist so ein Heizofen für eine Köhlerei. Okay. Bauen Sie Holzfällerhütte, bauen Sie Sägewerk. Das geht ja dann in dem Fall auch. Alles klar, alles klar. Frage, so by the way, baue ich eigentlich auch ein Lagerhaus? Ja, dachte mir schon. Bei ihm kann nicht sein, dass ich irgendwie damit, ja, ihr wisst schon, dass ich so machen muss. Wenn ich also zum Beispiel hier oben ein Lagerhäuschen baue. Und dann nur mal so, by the way, sage, okay, ich habe keinen Bock, dass der da oben ist. Warte mal, was haben wir eigentlich hier noch für Wald? Rentier im Überfluss, Wal im Überfluss, Bären im Überfluss, Jagdgründe. Goldvorkommen. Okay, ist da oben, alles klar. Und wenn ich jetzt eben sage, okay, ist zwar schön und gut, aber ich will den zum Beispiel nach hier oben verschippern. Weil ich künftig noch mehr von denen bauen will. Ich brauche den noch ein bisschen näher ran. So. Und dann einfach mal so. Weil ich brauche sowieso eine Verbindung zum Hafen. Jetzt wäre halt die interessante Frage für mich, geht der Holz, der Ofen hier, geht jetzt auch hier unten die Waren holen oder wie ist das geregelt? Kann ich doch, da wird schon gehen, oder?
Kohle einlagern kann? Ja, kein Problem. Ja, eben. Gut, er produziert einfach Wärme. Ja, klar, also Wärme nicht einlagern kann, das macht irgendwie Sinn. Was ist schon los hier? Investoren schon wieder. Lass mich raten, hat wieder mal mit den Hochrädern zu tun, wa? Das stimmt ja alles noch. Ja, die Hochräder. Alter, machen die mittlerweile viel aus. Das ist echt krass, ey. Ja. Einfach voll frech -1, zack. Oh Mann, oh Mann. Ja gut, Freunde. Das war's wieder mal für heute hier aus der Arktis bei Anno 1800. Und ich muss sagen, bisher und so, die Produktionsstätte ist... Man sieht es aber immer mal als neu, sieht es auch sehr gut hier im Weg drin. Ne? Das hier natürlich mit dem Heizkästen so, weil es ist halt arschkalt hier. Das heißt, es muss irgendwie befeuert werden. Es hat nicht irgendwie normalen Marktplatz, wie es noch wie sonst im Rest der Welt ist. Nee, hier ist alles ein bisschen anders. Und deswegen vielleicht auch ein bisschen ein anderer Aufbau von allen möglichen Produktionsgängen. Kein Plan. Ja, arschkalt hier, wie bei uns auch aktuell. Ist ja Winter, ist ja klar. Ist ja alles geil. In diesem Sinne sage ich wieder mal vielen Dank fürs Zusehen und ich gehe erstmal in die Kantine, weil ist sowieso... hallo, hallo, willkommen, ich will in die Kantine. Oh, Scheiße, in die Kantine, ey. Mich aufwärmen. Okay, gehe ich halt hier hin. Ah, schön warm. Ah, herrlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.